Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir da sein dürfen heute Morgen, dass wir uns mit deinem Wort dürfen beschäftigen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn wir dich vorstellen, dass du dich vorstellst. Ich bitte dich, dass du dort übersetzt, was schwierig zu verstehen ist. Ich danke dir, Jesus, dass du so ein guter Gott bist und dass du uns heute begegnen willst. Amen. Ich darf heute da sein mit der Anna. Sie ist durch ein leichtes Sommergewitter gekommen, vom Weg in den Gottesdienst. Und darum hat sie ein bisschen verschudelte Haare. Willst du ein Schäfli von dem guten Hirt werden? Willst du Gott, den Vater, als dein Papi haben? Wenn du Jesus in dein Herz lässt, dann passiert das alles. Das ist meine erste Erinnerung an meine Sonntagsschulzeit, an meine Sonntagsschulkarriere. Es ist eine schöne Erinnerung. Das hat mich positiv geprägt, dort zu malen. Und das habe ich wollen. Und als ich das Ja gesagt habe, habe ich die verändernde Kraft gespürt, die bis heute anhält. Ich bin aufgewachsen in der Sonntagsschule noch zu den Zeiten der Flanellwand und der Flanellfiguren. Wer kennt die noch? Legendär, oder? Da kann doch heute ein Beamer und eventuell sogar ein Hologramm von Jesus einpacken. Darum ist mir der Jesus also plastisch bekannt gewesen. Wir haben den gesehen, oder? All die Jesus-Filme, der Chosen heute, wo man schauen kann. Jesus hat das Gesicht, er ist so greifbar. Und ich habe das Privileg, dass ich mit einem mega guten Papi gesegnet bin. Dass jedes Mal, wenn ich gehört habe von Gott, dem Vater, dass das Bild von meinem Papi mit dem vom himmlischen Vater übereingestimmt hat, allermeistens, oder? Ja, aber ganz ehrlich, darum ist für mich das so gewesen, Gott, der Vater, Jesus, das macht Sinn. Aber der Heilige Geist, die Flanelltauben, oder? An den Pfingsten, die Flämmli, die sie dann können obeneinander noch kleben an die Figuren, oder? Aber vor allem die Tauben. Und ich weiss noch, wenn ich dort in der Sonntagsschule gehockt bin, auf dem grossen Stuhl, wo man mit den Füßen nicht runtergekommen ist, sogar ich als Grossen, oder? Und dann eben an den Pfingsten die Taube gekommen ist, oder wo Jesus getauft worden ist, und dann hat man die so angeklebt, oder? Und das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, wenn du Winti aufgewachsen bist, oder ein grosser Teil Winti aufgewachsen bist, ist Merkas und der Bahnhofplatz, dass wir diesen Tauben angesäckelt sind. Und die Mami immer gesagt hat und der Papi, lange die Tauben nicht an, die können im Fall Krankheiten übertragen. Füttern darfst du es auch nicht, oder? Und dann hockst du drin und dann siehst du die Taube und dann sagst du, was um aller Welt hat das mit Gott zu tun? Und dann mag ich mich erinnern im Studium, ein Moment, wo mir bewusst wird, ich bin etwas Falsches gelehrt worden. Jesus ist zum Vater, hockt an seiner Rechten und der Heilige Geist ist in meinem Herz, gar nicht Jesus. Jetzt ganz falsch ist es ja nicht mit der Dreieinigkeit und so, aber es hat nicht geholfen, um den Heiligen Geist ein bisschen plastischer zu machen. Und darum haben wir diese Serie. Wir wollen den Heiligen Geist erfahrbar, greifbar machen für deinen und meinen Alltag. Darum diese Serie. Wir haben angefangen mit der Serie ganz simpel. Wer ist der Heilige Geist? Und jetzt brauche ich eben die Anna. Am zweiten Sonntag haben wir uns nämlich damit beschäftigt, was bewirkt der Heilige Geist in unseren Leben. Es ist da um die Früchte gegangen vom Galater, die wir sicher alle schon mal gehört haben. Attribut, die wir alle brauchen. Also ihr vielleicht nicht, aber Geduld ist etwas, das ich wirklich noch viel brauche, oder? Wir haben dann letzten Sonntag an den Pfingsten die Ausgüssung vom Heiligen Geist, die Sendung, dass wir gesendet sind und die Kraftwirkungen angeschaut. Und heute wollen wir uns eben damit beschäftigen, mit den Gaben vom Heiligen Geist. Und das sind so ein bisschen Geschenke, die er uns in unsere Hände hineingibt. Wir sehen schon so ein bisschen Herz und Hand, ein Zusammenspiel. Bevor wir aber in die Gaben hineintauchen, müssen wir uns doch fragen, wieso. Das ist ja sowieso mega modern, oder? Seit dem Simon Sinek
ist das Why ist in aller Munde. Oder? Du musst immer fragen, wieso machen wir etwas. Und das ist wirklich wichtig. Und wenn wir uns mit dem Heiligen Geist, mit seinen Gaben auseinandersetzen, müssen wir doch uns fragen, wieso? Wieso brauchen wir die? Was ist das Ziel? Und ich habe da 3 Punkte mitgebracht. Ihr seht die auf dem Screen. Die Gaben sollen zur Gestaltung sein. Gott hat sich entschieden, sein Reich mit dir und mit mir zu bauen. Und darum dürfen wir mitgestalten. Und darum sind wir ausgerüstet für die Gestaltung, für die Erschaffung von neuen Sachen. Zweitens haben wir den Heiligen Geist, haben wir die Gabe zur Sendung. Nochmal wiederholen. Merkvers, Apostelgeschichte. Ich habe im Studium für jedes Buch von der Bibel so Merkvers müssen auswendig lernen. Und im Apostelgeschichte war es Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo nach meiner Übersetzung heisst, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr ausgerüstet sein, zum Zeugen sein, zum Mini-Zeugen sein. Ganz nach, so ein bisschen in der mittleren Distanz, fern und bis ans Ende der Welt. Also die Sachen, die wir überkommen, sind für die Sendung da. Und als drittes zur Auferbauung der Gemeinschaft. Von der Gemeinschaft hier in der Kirche. Hoffentlich in der Familie. Hoffentlich von der Ehe. Hoffentlich vom Arbeitsplatz. Das ist schon die Sendung wahrscheinlich. Aber da innen sehen wir schon, der Heilige Geist ist eigentlich nie ein Selbstzweck. Der Heilige Geist ist nie einfach für mich. Die Gaben vom Heiligen Geist sind nicht einfach etwas, was ich überkomme und was ich für mich behalten kann. Wo ich wie Uhren die Hause ausstellen kann, oder? Dann muss es ab und zu wieder bewegen, oder? Dass sie sich laden, oder? Nein, die Gabe vom Heiligen Geist ist etwas, sie dienen immer einer grösseren Vision. Der Vision, die sich in und durch Jesus erfüllt. Der Paulus schrieb das an den Korinther und er sagt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Es geht immer um den Nutzen von der Gemeinschaft. Das schrieb der Paulus den Korinther. Wichtig will ich da noch anfügen, dass wenn du mit dem Jesus unterwegs bist, wenn du so ein Schäfli von dem guten Hirt bist, wenn du den Jesus in dein Leben lässt, wie ich gelernt worden bin in der Sonntagsschule, wenn du so unterwegs bist, dann bist du begabt, dann ist der Heilige Geist bei dir. Gott hat dem Prophet Joel x 100 Jahre, bevor das Jesus und der Heilige Geist auf die Erde kam, oder der Heilige Geist ausgegossen worden ist, hat er ihm eine Botschaft gegeben fürs Volk. Und dort heißt es, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutsame Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Alle Menschen. Und Gott ist es so wichtig, dass er eine Auflistung macht. Alle Menschen hat zu dieser Zeit nicht unbedingt geheissen, alle Menschen. Weil in dieser Gesellschaft sind die Männer doch noch ein bisschen mehr wert als die Frauen. Und dann sind die Kinder gekommen. Ja, und dann hat es doch einen Unterschied gemacht, ob ein Mädchen oder ein Bub ist, oder? Wie genial ist, sagt Gott, alle Menschen. Und weil ihr sicher nicht checkt, bringe ich euch jetzt eine Auflistung. Alle heisst alle. Inklusive Sklaven, die zu dieser Zeit eine Ware war. Also wenn du da reinhockst und sagst, ich habe zwar den Jesus in mein Leben genommen, aber ich weiss nicht, ob ich begabt bin, dann sage ich dir, Moll, du wirst Gaben haben. Da kommen wir noch später drauf zu. Ja, aber begabt mit was? Begabt mit was? Das ist doch jetzt die grosse Frage. Vielleicht, ich weiss nicht, wer hat sich alles überlegt, was ist in diesen Päckchen? Oder packt das aus? Oder packt das nicht aus? Ist es nur eine Attrappe? Das wäre ein bisschen schlecht, oder? Es ist nur eine Attrappe. Und mit was? Jetzt geht das noch ab. He? Ja, Anna hat ein bisschen Mühe. Mit was? Wir lesen im Neuen Testament, an verschiedenen Orten gibt es so Auflistungen
Vor allem der Paulus. Der Paulus bringt so 3 Orte. Also, wir haben so 4 Ordner. Im 1. Korinther 12, im Römer 12, im Epheser 4 und im 1. Petrus 4. Lesen wir so Auflistungen, was so Gaben vom Heiligen Geist können sein. Und ich will jetzt einfach mal eine rauspicken, eine prominente, oder? Das ist die vom 1. Korinther 12. Dort heisst es, die Gaben, die Geschenke, die er uns gibt, die er uns in unsere Hände gibt. Zum etwas zu schaffen, für die Sendung, für die Gemeinschaft, sind Gaben von der Weisheit, so weise zu sein, Erkenntnis, Sachen zu verstehen, Glauben, Gabe von der Heilung, Wunderwirkung, Prophetie, verschiedene Arten von Zungenrede und die Auslegung von der Zungenrede. Das klingt doch mega spannend. Und es gibt jetzt noch andere Listen, die sind manchmal deckungsgleich, manchmal nicht ganz so. Aber wenn ich die so anschaue, dann denke ich so, hey, eigentlich bräuchten wir doch noch mal mehr die Gaben bei uns in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stelle mir immer alles vor. Also wenn ich so etwas lese und denke, das ist für die Gemeinde, dann stelle ich mir die GVC vor. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich ins Feuer laufe und dann hat es eben so Tischchen und dort stehen Frauen und Männer, die die Gabe von der Weisheit haben. Und du kannst hingehen und sagen, ich sollte ein neues Auto haben, welches soll ich nehmen, das oder das Auto zu gehen. Und dann sie schauen es an und sie sagen, ich würde das nehmen. Das ist Weise, oder? Wunder, du brauchst ein Wunder, du gehst auf die andere Seite im Feuer, dort hat es wieder Tischchen. Und du sagst, ich brauche ein Wunder für das und das, ich habe nicht gelernt für meine Prüfung und dort sollte doch bestehen. Kein Problem. Wie auch immer, oder? Das ist jetzt ein bisschen lustig. Wer will nicht voller Weisheit sein? Wer will nicht die Gabe haben, können für jemanden beten und er wird gesund? Wer will nicht können Wunder tun? Wenn ich die Liste so anschaue, dann ist es immer so spektakulär. Und ich habe mich verwünscht, dass ich gemerkt habe, ja, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Ja, für den Gottesdienst. Ja, genau. Vielleicht denkst du, ja, ihr, die da arbeitet, oder? Am einen Ort ist noch der 5-fältige Dienst, oder? Das ist so voll auf die Kirchen abgebrochen. Ja, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Die Listen sind nicht abschliessend. Eben, weil wenn wir es anschauen, merken wir, die einen haben zwar Übereinstimmigkeiten und die anderen überhaupt nicht. Das heisst doch, die Liste ist nur so eine Möglichkeit, was es alles gibt. Und das ist doch ein Schönes, zum herauszufinden, hey, mit was hat dich Gott begabt? Was hat dir Gott gegeben? Was könntest du brauchen? Und ich glaube darum, also wenn ich jetzt sage, ich glaube, nicht wie der Zug fährt, ich glaube am Viertel ab, sondern ich glaube, weil ich es weiss, dass der Heilige Geist doch viel praktischer ist als einfach unser Sonntagsgottesdienst. Dass er doch so praktisch ist, dass er in deinen Alltag hineinwirkt. Wenn man nämlich das Alte Testament durchforscht, dort war ja der Heilige Geist nur auf einzelne Menschen gewesen, die es gerade so gebraucht haben, meistens die neu mit seiner Leitung. Dann sehen wir nämlich, dass er Menschen mit Leiterschaft, mit der Gabe von der Leiterschaft begabt hat, wie Mose, Bileam, Samuel, Elisa, Jesaja und viele andere. Er hat Leute begabt mit handwerklichem Geschick, ein Bezalel, ein Oholiab. Er hat den Gideon mit Mut ausgerüstet. Das heisst, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und vom Feigling zum Streiter. Er hat den Deborah und dem Samuel zum Beispiel Urteilsvermögen gegeben. Er hat sie zu krassen Richtern gemacht. Er hat den David musikalisch inspiriert. Er hat die Möglichkeit gegeben, zum Psalmen schreiben, zum Lieder schreiben. Vielleicht ist das auch noch abstrakt, aber eigentlich sind doch das die Sachen, die wir im Alltag brauchen. Mir persönlich gefällt unheimlich, dass der Bezalel die Fähigkeit für Kunst und als Handwerker rübergekommen hat. Ich als gelernter Schreiner. Wie viel Mal bin ich hier an meiner Werkbank gestanden und ich hätte etwas machen und es hat nicht funktioniert. Und ich stelle mir so vor, wenn jetzt du in einer Handwerksfamilie, Schreinergewerbe aufgewachsen bist, hast du so einen Bruder mit einem komischen Namen, Bezalel, und jetzt kommt der Heilige Geist auf dem, nur weil er den Stiftshütte arbeiten darf, und auf einmal packt er alles. Der hat die grössten Ideen, wo du denkst, da hättest du schon drauf kommen, oder? Und alles, was er anlangt. Hobel, Sagen, Steinmetz, Stoff, alles, also quer
durchs handwerkliche Gewerbe durch, packt er einfach alles, oder? Ist das nicht das, was wir brauchen? Ich weiss noch, wo wir das Town Village angefangen zu planen, wie sie mich gefragt haben, ob ich den Innenausbau von der GVC-Räume übernehmen würde, inklusive des Kaffee. Und es war nicht der Moment, wo ich gesagt habe, schon lange auf so eine Möglichkeit gewartet, sondern ich habe gesagt, nein, lieber nicht. Wieso? Weil ich von Tuten und Blasen. Also ich habe Schreiner gelernt und ich kann einen Plan lesen und ich habe mal eine Cafeteria umbauen, ich habe mal eine Holzwand reingemacht. Les. Aber irgendwie bin ich dort gelandet, oder? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin total überfordert gewesen. Konstant überfordert, um ein Budget zu machen. Wie viel braucht das? Was ist nötig? Was ist nice to have? Was ist zu viel? Und ich bin über die Stelle gestolpert. Und ich habe regelmäßig am Morgen auf meinem Velo hier angebetet, Heiliger Geist, ich brauche deine Gabe, zum handwerkliche Sachen machen, zum herausfinden, was es braucht. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du eine Familie hast zum Beispiel oder in der Ehe bist. Das ist eigentlich die kleinste Form von Leiten, oder? Ich bin leider kein Top-Shelf-Ehemann und Vater. Leider nicht. So oft packe ich es nicht. Und so oft in einem Streit oder ich stehe mit den Kindern an, ich mag nicht mehr argumentieren, ist ein stilles Gebet in mir rein. Heiliger Geist, komm mit deiner Leitungsgabe. Heiliger Geist, komm, ich brauche deine Inspiration. Ich habe immer wieder erlebt, dass der Heilige Geist mich ausgerüstet hat mit Gaben für die Aufgabe, die er mich hineingestellt hat. Nicht alle haben die gleichen Gaben. Aber ich habe es erlebt, wie er mich dort ausgerüstet hat und hoffentlich weiter wird ausrüsten. Und dann sind das eben nicht so abstrakte Listen, sondern es wird mega praktisch in deinem Alltag. Dass wir ihn dürfen bitten und sagen, Heiliger Geist, es fehlt mir so ein Päckchen. Meine Hand ist leer. Komm du und gib mir so ein Päckchen in die Hand. Schenk mir das. Ich brauche das. Wir feiern heute das Love in Action Night. Und es geht jetzt nicht darum, eben zu zeigen, wie krass das ich bin, weil ich das mal durfte starten, sondern in der andersrum. 2013 bin ich nach einem Jahr im Ausland wieder da angestellt worden als Outreach-Pastor. Meine Aufgabenbeschreibung war einfach: Such Art und Weise, wie dieser Stadt dienen in Wort und Tat. Und ich bin Woche 2 an meinem Schreibtisch gehockt und habe auch gestaunt, weil ich nicht gewusst habe, was machen. Und ich weiss noch, wenn ich so viel mal gebetet habe, Heiliger Geist, ich brauche deine Weisheit. Es gibt nie einen Ratgeber. Outreach-Pastor von Damis, oder? Du kannst nachlesen. Und ich weiss, einmal sind wir mit Freunden zu Nacht essen und sind heimgelaufen zu unserer Wohnung. Und kurz vor der Wohnung spüre ich einen mega Drang, in die Stadt zu gehen. Ich habe das Gefühl, der Heilige Geist sagt, geh in die Stadt, ich muss dir etwas zeigen. Ich bin völlig der Morgenmensch. Also bin ich meine Frau abgeladen, wieder in die Stadt, oder? Und ich habe die Ausgangsszenen erlebt. Ich habe komische Sachen gesehen und ich habe das Gefühl, der Heilige Geist stellt mir eine Frage und sagt, könntest du da hingehen und einen Flyer vom Morgengottesdienst verteilen? Kommen die Leute? Und ich sagte, ich glaube es nicht. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, hat er mich gefragt, wieso ist GVC nicht dort? Und das war der Startschuss. Und nachher ist es so übernatürlich ringelaufen mit einem Team, das zusammenkommt. Vom 11 Uhr am Abend bis am Morgen um 4 Uhr. Wer macht das? Wer tut sich das an? Mit den richtigen Leuten, die ich angekommen bin. Jetzt sind die Türen einfach aufgegangen. Und seit 10 Jahren machen wir das. Das war der Heilige Geist, der mich ausgerüstet hat. Und ich glaube, ich will euch gar nicht die Gabenliste sagen, sondern ich glaube, ihr dürft das herausfinden. Ich will euch auch motivieren, in dieser Bibel zu lesen. Geht in Korinther, geht in Römer, geht in 1. Petrus nachlesen, in Epheser, was dort die Möglichkeiten sind und was du brauchst. Es ist nicht so lange her, kommt eines von meinen Töchtern zu mir und sagt, Papi, kannst du häkeln? Ja klar kann ich häkeln. 3. Klasse in der Handarbeit gelernt, oder? Das ist wie Velofahren, das verlernst du nicht mehr.
dann nimmt sie so hinter der Hand, hinter dem Rücken die Hand für und hat so einen Krugel Garn in der Hand und sagt, kannst du mir das zeigen? Ich bin saumässig froh, sind wir hinterher unterbrochen worden. Ich weiss nicht, ob wir furten müssen oder ob es zu essen gegeben hat. Auf jeden Fall haben sie gesagt, du, jetzt haben wir gar keine Zeit. Also frag doch die Mami, das kommt sicher ein bisschen besser. Kann es sein, dass wir viel über den Heiligen Geist gelernt haben? Dass da ihnen etwas präsent ist? Über die Gaben? Vielleicht auch nicht, aber sehr wahrscheinlich schon. Aber dass wir es dann ihnen vielleicht auf die Seite gestellt haben oder es überdeckt worden ist vom Alltag, wo so laut ist. Oder wie im Sport, für die jetzt mit dem Höckler gar nicht anfangen, oder? Du gewöhnst dich am Sport einfach an ein Level Training, oder? Wenn du jeden Donnerstag gehst, Unihockey spielen, du kannst das super machen, du magst das. Wenn du immer gehst, deine Runde joggeln, dann ist das super. Aber wenn du ein bisschen besser werden im Joggeln, dann merkst du, dass du GA1 musst trainieren musst, dass du in den Threshold musst gehen. Jetzt für die das nicht sagen, die können das einfach auf die Seite schieben. Aber dass man doch ein bisschen mit Absicht dahinter muss gehen. Dass man sich muss überlegen, wie muss ich das machen. Könnte sein, dass das mit dem Heiligen Geist auch so ist. Kann ich häkeln? Ja schon, ich habe es dann nachher doch noch probiert. Hat man dann ihnen das Ding nicht zulassen, oder? Ist es schön geworden? Weniger? Nein. Wieso? Weil es überhaupt keine Priorität in meinem Leben hat. Und da ist doch die Frage, hat der Heilige Geist, haben die Gaben in meinem Leben eine Priorität? Der Paulus fordert Korinther auf, er sagt ihnen, bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Bemüht euch. Eine andere Übersetzung heißt, streckt euch aus. Gebt den Fokus auf das. Bleibt dran. Überlegt dir. Vielleicht gibt es noch andere Häkelmuster. Also jetzt einfach das eine, oder? Wir leben in einer sehr aufgeklärten Zeit und wollen vielleicht auch alles selber im Griff haben. Aber das ist ein Heiliger Geist, etwas Übernatürliches, wo dich in deinem Alltag ausrüsten für eine Sendung, für die Erschaffung von etwas Neues, für die Gemeinschaft, da wo du bist. Und ich glaube, mit diesen Päckchen können wir uns ja gut an den Kindern als Vorbild nehmen, oder? Sobald Weihnachten oder Geburtstag näher kommen, dann kommen jetzt, ich weiss, also bei uns ist das so, bei den einen ein bisschen weniger als bei den anderen, aber die kommen mit Wunschlisten. Und die werden dann platziert an verschiedenen Orten. Unter das Kopfküssi aufs Bischi, so zwischen Bischi und Küssi, oder? Dass man es ja nicht vergisst, auf dem Zmorgentisch dort, weil es ihnen so wichtig ist. Es geht jetzt nicht um etwas Unverschämtes, aber die Frage ist doch, können wir uns da Kinder als Vorbild nehmen? Wo strecken wir uns aus nach dieser Hilfe vom Heiligen Geist? Was für einen Stellenwert hat der Heilige Geist und seine Gaben in deinem und in meinem Alltag? Ganz ehrlich, bei mir oft zu wenig. Jetzt habe ich euch so grossartige Geschichten erzählt, oder? Wo ich den Heiligen Geist bitte. Ja, aber auch nur, wenn ich im Seich bin, oder? Aber wir können doch den Heiligen Geist sich auch ausstrecken, wenn es gut läuft, im Alltag und fragen, hey, was hast du da vor? Und da wollte ich euch damit motivieren. Bei den YouTube-Clips, die ein bisschen YouTube schauen, wenn doch so ein YouTuber gesponsert wird von etwas, steht bezahlte Werbung. Und jetzt würde eigentlich da oben bezahlte Werbung müssen stehen, weil ich will jetzt kurz einen Werbeblock einschalten. Und lass mich fürs Lia Move. Das Lia Move, die gehen alle zweiten Mittwoch raus in die Sendung und sie üben das. Sie hören voran und fragen Gott, kannst du mich vorbereiten, dass ich eventuell schon etwas erlebe? Auch schon nur die Sendung, das müssen wir manchmal üben, weil es uns nicht so ring fällt. Es muss jetzt niemand sich unter Druck fühlen, aber ich sage einfach, so bezahlte Werbung mit dem Rabattcode, mit Pastor, kommst 15, nein. Du kannst auf die Agenda schauen, ihr könnt als Einzelperson oder ihr könnt als Kleingruppe dort mitgehen. Manchmal tut es gut, durch so in einem geschützten, geführten Rahmen etwas üben. Du kannst natürlich auch daheim und überall dich danach ausrichten. Dann kommen wir zum letzten Punkt, wo mir doch noch wichtig scheint, einen guten Umgang mit diesen Gaben finden. Die Gaben sind keine Superkräfte, so Superpowers, oder was würdest du für eine wählen, wenn du wünschen könntest? Es ist eine Ausrüstung vom Heiligen Geist für uns, für die 3 Punkte, die ich jetzt schon ein paar Mal gebracht habe.
Wenn wir die falsch einsetzen, dann verletzen wir Menschen. Und das ist ja eigentlich das Kaputteste, was es gibt, oder? Die Gaben, die uns der Heilige Geist gibt, um das Reich zu bauen, können gleichzeitig Menschen verletzen. Das ist das pure Gegenteil von dem, was eigentlich das Ziel ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon ein paar Mal durch so Gaben verletzt worden. Und wahrscheinlich habe ich auch schon Leute verletzt. Und das tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich mag mich noch an einen Spider-Man-Film erinnern, wo mich ein Freund mitgeschleicht hat. Ich bin gar kein Fan von so Superman und so, eben so Superhelden, aber er hat mich mitgenommen. Und dort gibt es eine Szene, wo der Spider-Man seine Kraft entdeckt. Und dann damit er ein bisschen Mühe hat. Das schüttelt dann ein bisschen durcheinander im Leben. Und er lebt bei seinem Onkel und sein Onkel nimmt ihn zur Seite und hat so einen True Talk, oder, mit ihm. Und sie reden ein bisschen aneinander vorbei. Aber am Schluss sagt sein Onkel zum Spider-Man, zum Peter, hey, mit grosser Macht kommt grosse Verantwortung. Hey, wenn der Heilige Geist die krasse Kraft ist, die Jesus aus dem Grab erweckt hat, wenn die bei uns ist, wenn wir ausgerüstet sind mit diesen Päckchen, die er uns gegeben hat, sind wir uns dieser Verantwortung bewusst, dass da eine Verantwortung kommt. Die Motivation ist nämlich entscheidend. Was ist die Motivation, dass ich die Päckchen, die Gaben einsetze? Und das soll immer die Liebe sein. Im Korinther 12, wo die Liste ist, die ich jetzt mal so rausgepickt habe, kommt im 14. wird es noch weiter beschrieben. Wir haben also im Kapitel 12 und im 14 werden so die Gaben beschrieben. Und was ist in der Mitte? Weiss jemand gerade, was Korinther 13 so drüber steht? Die Liebe. Es zeigt die Motivation, wenn wir mit diesen Gaben umgehen wollen, brauchen wir Liebe. Und das zeigt eben das auf. Darum habe ich hier die Anna da. Wenn wir mit diesen Gaben arbeiten wollen, müssen die Früchte und Gaben, Hand und Herz müssen gleichzeitig wachsen. Wenn die gleich nicht gleichzeitig wachsen, stehen wir in der Gefahr, Menschen zu verletzen. Das gut gemeine, ich habe es ja gut gemeint. Das Gegenteil von gut ist gut meinen, oder? Lasst uns nach diesen Früchten und aus diesen Gaben, lasst uns die miteinander kultivieren, dass die miteinander wachsen können. Wir lesen in der Apostelgeschichte vom Simon dem Zauberer. Der Philippus geht auf Samaria und dort ist der Simon. Und der ist ein Zauberer, der macht Wunder mit der dunklen Seite, mit der dunklen Macht. Und er begegnet dem Philippus. Der Philippus verkündet das Evangelium in Wort und Tat mit Kraftzeichen. Und der Simon ist so erstaunt, merkt, das ist etwas anderes, dass er sein Leben Jesus gibt, dass er umkehrt, sich öffentlich taufen lässt. Und dann ist er aber ein guter Beobachter, oder? Für ihn sind die Zeichen und Wunder eben Realität schon voran. Und dann kommt er und will etwas. Gleichzeitig sind Petrus und Johannes sind zur Unterstützung gekommen. Und Simon kommt zu diesen zwei und sagt, als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegte, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagt, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder, der den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Eigentlich verständlich, oder? Er hat in der Realität gelebt und jetzt merkt er, hey, das ist nicht Hokuspokus dahinter, das ist der Heilige Geist. Hey, ich will das auch. Hey, ich habe da Cash, ich will das weitergeben. Doch die Motivation war die falsch. Und darum ist die Antwort von Petrus ziemlich harsch. Nicht mit gewaltfreier Kommunikation. Er sagt dir nämlich, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft, hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Innern bist du nicht aufrichtig vor Gott. Das Problem war, dass er das wollte, ohne dass das gewachsen ist. Er hat die Macht wollen. Motivation war nicht Liebe. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Wenn ich die Geschichte gelesen habe, habe ich immer gedacht, ja, der hat einfach Business machen, oder? Hat er sich überhaupt richtig bekehrt? Ich glaube, es hat öffentlich bekannt bei einer Taufe. Aber sein Herz, die Früchte sind nicht gewachsen
Der Simon hat das gemerkt. Und darum ist vielleicht auch die Reaktion angebracht gewesen, weil er bittet sofort um Vergebung. Er kehrt gar wieder um. Die starke Reaktion von Petrus sollen wir ernst nehmen. Mit grosser Kraft kommt grosse Verantwortung. Wir sehnen doch uns noch immer nach dem Spektakulären. Und meistens ist das, was da innen ist, nicht gleich spektakulär. Was sind meine Motivative? Wo habe ich ein Ungleichgewicht zwischen Hand und Herz in meinem Leben? Lasst uns nach der Frucht und nach der Gabe vom Heiligen Geist ausstrecken. Lasst uns die miteinander kultivieren. Lasst uns vorsichtig mit diesen Gaben umgehen. Aber mutig, weil sie sind gewaltig. Wir als GVC träumen, dass Menschen Leben zum Blühen kommen. Und das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Nicht ohne die Gaben, die wir aneinander umsetzen. Ohne die Früchte, die wir in unserem Herz kultivieren. Wir träumen davon, dass der Heilige Geist in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unserer Familie, in unseren Arbeitsplätzen und in unserer Nachbarschaft durch uns durchwirken kann. Wir werden jetzt gerade in den zweiten Teil vom Worship gehen und dort auch mit der Reflexionszeit starten, was ein paar Fragen hat, aber die sind nicht abschliessend. Lass den Heiligen Geist in dein Herz reden. Frag ihn, hey, was ist bei mir dran? Was soll ich mitnehmen? Was muss ich machen? Ist das Ungleichgewicht? Wenn du ein Gebet oder ein Segen willst, wenn du da in der Parkarena bist, darfst du da hingehen, zu unserem Gebetsteam, dich segnen lassen. Vielleicht bist du auch krank, da sind Menschen, die eine Gabe vom Glauben haben, sonst wären sie im Gebetsteam. Und sie beten mega gern mit dir. Und hoffentlich haben sie die Gabe vom Heilen auch. Wir sehnen uns nach dem. Aber du darfst auch einfach gehen, wenn du sagst, hey, ich will mehr von dem erfahren. Oder ich will in dem Fürsten gehen. Vielleicht bist du verletzt worden. Und dann ist es dran, zum anderen gehen und sagen, ich will die Verletzung da loslassen. Und vielleicht kennst du Jesus gar nicht und du merkst jetzt etwas und denkst, hey, eigentlich will ich das. Ich will, dass mein Herz und meine Hände miteinander wachsen können. Dann lade den Jesus in dein Leben ein und du darfst da übergehen. Ich will noch beten und nachher gehen wir in die Reflexionszeit hinein, wo uns die Band mitnimmt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein gewaltiger Gott bist. Ich danke dir, dass du dein Reich mit uns bauen willst. Ich danke dir, dass du uns ausrüstest, dass du uns den Heiligen Geist zur Seite gestellt hast, der uns in unserem Herz schafft, aber uns auch ausrüstet, die Situationen, wo wir drinstehen. Und ich will uns segnen für den Ort, wo du stehst, in deinen Herausforderungen, in deinen Höhen und in deinen Tiefen, dass du den Heiligen Geist dort erleben darfst, dass du erleben, wie er dich ausrüstet, wie er präsent wird in deinem Alltag, auf eine ganz natürliche, übernatürliche Art und Weise. Heiliger Geist, wir wollen in die Zeit hineingehen und dir sagen, wir brauchen dich. Und darum sagen wir, auch wenn du da bist, sagen wir, Heiliger Geist, komm. Komm